Herzlich willkommen bei der News-Sendung Panorama, moderiert aus der Bundesstadt. Heute haben wir folgende Themen für euch. Es geht um die kontroverse Frage, ob es okay ist, ein Kind zu klepfen. Und wir wollen vom Berner Gastrochef wissen, ob Trinkgeld noch zeitgemäss ist. Eltern, die ihr Kind klepfen. Auf politischer Ebene wird ein explizites Verbot gefordert. Das Klappverbot, das wird im Bundeshaus schon länger diskutiert und auch in der aktuellen Session ist es wieder zum Thema geworden. Wir wollten darum von den Leuten auf der Straße mal wissen, wie sie das eigentlich sehen. Ich finde schon, ja. Wieso? Einfach weil Kinder halt einfach ausgeliefert sind und sich einfach nicht wehren können. Und irgendwie, ja, und wenn Eltern da einfach, klar, auf ein gewisses Maß, ja, mal ein Klapp oder so, aber einfach Gewalt, eben auch psychisch, so, ich finde, das hat dann so Folgen im Erwachsenenalter und darum finde ich schon, dass man das regeln sollte. Ja. Ja, grundsätzlich ist es notwendig, aber es soll auch eine Selbstverständlichkeit sein, dass man da Kind nicht irgendwie misshandelt oder so. Oder? Also die Eltern sind natürlich stark in der Pflicht, das gehört. Also, das ist selbstverständlich so etwas. Ja, also ich weiß nicht genau, ob es jetzt sehr nötig ist, aber es ist auch keine schlechte Sache. Also es ist sicher ein wichtiges Thema, das man nicht vernachlässigen sollte. Und ja, also ich würde es eigentlich schon unterstützen. Yeah, I think it's a grey area. I think if you're not careful about it, people can misuse it. So it's a very difficult thing to manage. So in principle, I'm against giving anybody a hiding of note. But there's a place for it in certain aspects, but it's too grave an area and needs regulation. I don't know if you were raised up with discipline, but we were raised but in a healthy way, always with so much love. And today on this side of the fence, I just experienced so many young people that have missed that. And we as counsellors are constantly working with children that have never been abused or had hidings, but verbal abuse, and those challenges are more evident than actual hiding. So that's what we are picking up with young people today. Because there isn't a defining line, and I think the most important one, if it's done out of a basis of absolute love, the foundation of love, we'll see a difference. Das Klappverbot, das soll also gesetzlich verankert werden. Und ein anderes Thema, das im Moment zu diskutieren gibt, Trinkgeld. Ist das noch zeitgemäss oder braucht es ganz einfach höhere Löhne? Das wollen wir auch vom Berner Gastrochef wissen. Mein Kollege der Manuel Moser berichtet. In welchen Situationen geben Sie persönlich Trinkgeld und wie viel? Also wenn mich der Betrieb überzeugt, wenn das Ambiente stimmt, wenn der Service freundlich und gut ist und die Küche gut ist, gebe ich sehr, sehr gerne Trinkgeld. Und je nach Betrag gebe ich da sicher etwa 10%. Ja. Trinkgeld soll abgeschafft werden, dafür soll der Lohn steigen. Was spricht da dafür und was spricht dagegen? Genau, das war der Grund vor 50 Jahren, wo man gesagt hat, jetzt haben wir einen Gesamtarbeitsvertrag mit anständigen Löhnen, mit anständigen Mindestlöhnen, also ist Trinkgeld inbegriffen. Und darum ist das Trinkgeld heute eine Wertschätzung den Mitarbeitenden gegenüber und nicht ein Bestandteil des Lohns. Das würde alles verteuern. Es gibt zusätzliche Kosten für den Betrieb, aber auch für den Mitarbeitenden. Jetzt gibt es ja einen grössten Irrglauben in Sachen Trinkgeld hier in der Schweiz. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, Irrglauben ist natürlich, die Boulevardblätter nehmen immer auf, wenn einer am Zürichsee in einem Monat 15'000 Franken Trinkgeld verdient. Das sind ganz, ganz grobe Ausreisser und das gibt es nicht. Man muss es über das Jahr anschauen und man muss auch sehen, dass es ja nicht nur der Mitarbeitende ist, sondern dass das dem ganzen Team immer zu gut kommt. Jeder Betrieb macht das ein bisschen unterschiedlich. Was erhofft ihr euch da auch für die Zukunft? Wir hoffen sicher, dass wir eine nachhaltige, langfristige Lösung haben, eine einheitliche Lösung, die aber über unsere Branchen ausgeht, die das Thema gesamtheitlich regelt. Und ich glaube, man muss auch unseren Mitgliedern
aufzeigen, wie rechnet man am besten ab, wie tut man es sauber abrechnen, dass eben die Steuerbehörden vom Genfersee bis am Bodensee wirklich zufrieden sind und das akzeptieren. Und jetzt schalten wir schon mal zu meinem Kollegen Matthias Mast. Er darf heute einen sehr kreativen Gast in der Talksendung «Zusammen im Zentrum» begrüßen. Der Matto Kempf ist bei mir. Er ist mit einem Buch, einem Roman, seit 13. glaube ich, am Start. Im Krachen Schachen, eine wilde Geschichte voller Mystik und Mysterien im Emmental. Aber er steht auf der Bühne im Theater Matte zusammen mit seiner Partnerin Anne Holler in Schneulis. Und sonst macht er noch, einfach sagen, alles und noch viel mehr. Jetzt bei mir im Zentrum. Und jetzt noch zum Aprilwetter, kurz vor Weihnachten. Heute hat es im Flachland ja fast alles gegeben, bis auf Schnee. Ob der auch noch kommt, das sagen euch jetzt unsere Kollegen von Meteo News. So viel für heute. Schön, habt ihr reingeschaut. Macht's gut. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Herzlich willkommen zum Wetterupdate auf der Plattform J, meine Damen und Herren, am 19. Dezember. Es geht langsam Richtung Weihnachten. Da stellt sich wie jedes Jahr natürlich die Frage, gibt es grüne oder weisse Weihnachten? Kommen wir später dann nochmal darauf zurück in den Aussichten. Heute auf jeden Fall hat uns schon mal eine Störung erreicht, von Westen her. Oft war es grau und es ist ja auch zeitweise nass geworden. Wir sehen die Störung auch nochmal hier auf dem Satellitenfilm. Die zieht jetzt heute Abend und in der Nacht aber bereits weiter. Richtung Osten dahinter baut sich das Hochlicht auf und darum gibt es bei uns in der Region Bern auf der morgigen Freitag her auch schon eine Wetterbesserung. Morgen am Vormittag hier Richtung Oberland noch die letzten Schneeschauer, sonst meistens schon trocken. Und am Vormittag hier und dort auch schon mal eine Aufhellung, die sich zwischendurch zeigen kann. Am Nachmittag dann ab und zu ein paar Sonnenstrahlen zwischen dichten Wolken. Weitgehend bleibt es trocken und die Temperaturen erreichen Maximalwert um die 3 bis 4 Grad. Und dann schauen wir die weiteren Aussichten an. Am Samstag veränderlich bewölkt. Ein bisschen Sonne kann es geben zwischendurch. Ein paar Regentropfen sind aber auch möglich. Am Sonntag dann häufig nass, ein kräftig auffrischender Südwest- bis Westwind. Die Schneefallgrenze steigt zuerst einmal auf etwa 1500 Meter rauf, kommt aber dann aber bis am Montag in tiefe Lagen. Am Montag und am Dienstag, also am Heiligabend, das ist dann der Dienstag, kann es dann durchaus auch ein bisschen flotsch bis in tiefe Lagen geben. Die Schneefallgrenze liegt so um die 300 bis 600 Meter, bei Maximaltemperaturen um die 3 Grad. Eine richtige grosse Portion Schnee gibt es im Oberland. Da bis zu einem Meter Neuschnee bis zum Heiligabend. Und das perfekte Timing haben wir nachher. Dann baut sich nämlich das Hochdruckgebiet auf über die Weihnachten. Und das heisst dann in den Bergen ein Übergang zu sonnigem Wetter. Also zuerst viel Neuschnee und dann viel Sonne. Was wollen wir mehr? In den tiefen Lagen haben wir allerdings den Nebel und Hochnebel. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.